Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock Aufpelzig. So. Jetzt mag ich aber trotzdem nochmal in einem optionalen Gebiet rumstöbern. Weil ich glaube schon eigentlich, dass das hier optional ist. Ich freue mich echt gerade, wo diese verdammte Kamera sitzt. Okay, so. Dann hier. Da müssen wir jetzt echt wieder gut haushalten. So, eine habe ich nicht mehr. Scheiße. Scheiße. Verflucht. Nee, noch einmal. Alter Falter. Das geht so auch nicht. Nee, das kann ich vergessen. Dann halt nicht. Und bastle kann ich hier eh nichts Effektives. Nö. Wo zur... Ah! So ist die. Okay. So schnell kann's gehen. Ja, so schnell kann's als echt gehen. Okay, dann so rum. Ah, scheiße, von Wege. Dann müssen wir das halt so rum machen. So. Der muss auf jeden Fall so hier. Dann brauchen wir noch so einer. Dann können wir nämlich do rum. Scheiße. Nee, jetzt sind wir wieder knapperat. Na gut. Dann müssen wir halt wieder was anderes machen. Alter. Das ist schon etwas ätzend. So rum. Schnell. Dann brauchen wir aber... So einer. Oh nee. Was mache ich denn für einen Quatsch? Noch einmal. Nein! Soll schon das scheiß Ding Hacker. Mann. So, erstmal gucken, ob man da durchkommt. Weil manchmal ist es echt bitter hier, merke ich. Okay. So. Dann brauchen wir aber... Alter, wo ist denn dieser... Oh, Mann! Scheiß doch ins Kanonenrohr. Dento. Dann brauchen wir den. Dann brauchen wir so einer. Dann so und nochmal so. Das ist schon okay soweit. Haben wir nur noch so einer. Und Dento. Meine Fresse. Was ein Gehoppels. Aber... Ah, Feindkontakt. Okay. Schön. Sehr schön. Eine Jukebox. Wow, wie das immer wieder so... Alter. Also den Code 7774, den habe ich mir jetzt einmal aufgeschrieben. Wir konnten es ja offensichtlich nicht verwenden am Anfang. Was ich etwas schade fand. Und ja, da waren wir schon. Genau. Le Marquis de Bouquet Tobacco. Feindkontakt. Die machen das schon. Genau das Ding hier. 7774.
Warte mal, ich probiere jetzt mal was. Okay. Das bringt wohl nichts. Na gut. Also unser gehackte Sicherheitssysteme sind auf jeden Fall schon sehr praktisch, muss ich gestehen. Es ist definitiv immer von Nutzer, in die Dingerei zu hacken, damit man die auf seiner Seite hat. Das ist echt praktisch, gerade so gegen kleineres Gezücht wie dieses Pleiser. Destilliertes Wasser, Splittergranate und Kaffee. Perfekt. Das ist doch echt nicht schlecht. Okay. Dann gehen wir wieder zurück zur Haupthalle. Quatsch. Nicht in Sophias Salon. Dann haben wir schon geknackt hier die Kassette. Gut, dann haben wir den Bereich auf jeden Fall schon mal abgegrast. Halte ich persönlich für wichtig. Hier ist noch was. Ein Ascher, wo natürlich mal wieder nichts drin steckt. Ich könnte kotzen. Nie ist in der eine tolle Sache was drin. Aber ich finde es auch sehr aufmerksam, dass hier überall noch die Aschebecher stehen. Also hier durfte man anscheinend wirklich überall rauchen. Das finde ich echt sehr zuvorkommend. So, also ich würde eigentlich ganz gern das Ding hier bedienen. Aber nö. Das beeindruckt die nicht. Schade. Aber ich glaube trotzdem, dass das unser Code ist. Na gut, dann gehe ich erstmal da hoch. Es ist nicht gestattet, sich vor der Vorstellung hinter der Bühne aufzuhalten, kleine Motte. Okay. Hopp, 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 hopp. Okay, also du darf ich noch nicht hier, weil du eher anscheinend schon sitzt. Bei Poseidon Plaza. Kriegen wir das Ding noch? Mann. Okay, wo könnte man do weiter? Sieht nur so aus, als könnten wir nur hier. Aber das kriegen wir gebacken, denke ich. Ah, genau, so ein Rüsseli brauche ich. Damit ich dann so einer nehmen kann. So. Und da ist noch einer. Also hier ist auf jeden Fall in Hülle und Fülle alles Vertreter. Sehr schön. Willkommen im Zirkus der Werte. Hahaha, halt die Gosch. Bäh. Alter, wie eklig. Diese Lache alle schon. Bäh. Nee, das muss nicht sein. Poseidon Plaza, du dürfen wir noch nicht hier. Da müssen wir wohl hier tatsächlich entlang, wo uns die Mission hier schickt. Fleet Hall. Mhm. Du hast noch einen Verbandskasten. Den, Entschuldigung, den kann ich noch bei Not einschlagen. Cohen's Galerie. Mhm. Nett. Kaffee und eine Zigarette. Das finde ich gut. Brauchen wir da erstmal in die. So ein Kaffee. Perfekt. Ja, so stelle ich mal einen lustigen Künstlertag in der Hölle vor, wie hier. So ein bisschen wie in Layers of Fear. Das ist auch so ein Künstlertag in der Hölle. Okay, Little Sister eingegipst. Hier noch eine Army Mutter gefesselt und eingegipst. Und der Hase Vater. Ach du Scheiße. Die Zweifler. Rapture geht vor die Hunde. Und warum? Wegen denen, die immer hinter den Kulissen wirken. An der Hochschule, in den Galerien von Soho, sogar hier unten in diesem sogenannten Utopia. Die Zweifler. Doch Ryan weiß Bescheid. Wir kommen gut klar miteinander. Ja, auf den Straßen fließt Blut. Ja, manchmal verschwinden Leute. Und diese schrecklichen kleinen Mädchen. Tja, die Zweifler denken eben, man könne ein Bild malen, ohne sich den Kittel zu beschmutzen. Ups. So ist das, ja. Das ist halt das. Ganz einfach. So. Und jetzt müssen wir da noch. So ist's.
Der scheint hier die Lage richtig erkannt zu haben. Der hat's richtig drauf. Wir merken das schon. Der hat einen Blick. Der weiß, wie es läuft. Scheint ein netter Bursche zu sein. Okay, dann gehen wir dort hin. Und dort. Und noch so einer bitte. Und Rüssel streck dich. Und Rohr. Und Dendo noch. Perfekt. So. Bei die Ästhetiker. Und $3. Yeah. Dafür hat es jetzt gelohnt, einen Verbandskasten für $19 zu verbroten. Oder für $15. Naja. Ach ja. Also wirklich, was kriegt man hier auch nicht? Nö. Aber das war ja offensichtlich sein Arbeitsbereich. Und da wäre ich noch reinkommen, ne? Ja, genau. Und da wäre ich schnell reinkommen. Poseidon Plaza. Einfach nochmal umgucken hier auf der Zwerggalerie hier aber. Da ist nix, aber... Nee. Ich habe gedacht, da wäre noch eine Medistation, die ich eventuell hacken könnte. Jetzt ist der Huster zwar weg. Oh, Entschuldigung, aber dafür ist jetzt das Gerotze umso stärker. Das ist etwas ätzend. Das tut man dann leid. Gerade wenn ich dann so rede, dann geht's nämlich. Es tut mir leid. Es ist wirklich nicht beabsichtigt, genauso das Huste wie das Rumgerotze, aber es wird definitiv besser. Das Gehuste hat so gut wie völlig aufgehört. Und jetzt ist nur noch ab und zu die Nase zu, aber ich denke, in einer Woche oder so dürfte das sich auch erledigt haben und dann bin ich wieder völlig auf dem Damm. Dann kann ich ja wieder ganz normal verzählen. Egal ob Gerotze oder ob Gehuste, das haben wir dann hinter uns. Ups. Ah, da bist du. Sehr schön. Jo. Wärst du jetzt auch noch gehackt? Denn das ist halt das. Oh, scheiße. Doch nicht. Dann müssen wir over rum. Und so entlang. Ja, anders geht's nicht. Anders geht's nicht. Eben drum. So, und so entlang. Dann brauchen wir... so einer brauchen wir, genau. Quatsch. Und zip. Und zap. Und da aber ist noch einer. Wunderbar. Die gehört jetzt auch mir. Da ist noch für die Sicherheit. Sicherheitsschalter. Das ist auch ganz gut zu wissen. Erstmal in die Rare. Erstmal einen Kaffee zischen. Eins, 2, 3 Bier. Das klingt irgendwie extrem schäbig. Jetzt mal ohne Scheiß. Hey, hast du Bock auf 1, 2, 3? Nee, danke. Alles, was mit Zahlen bei Bier verknüpft ist, habe ich irgendwie... verbinde ich nichts Positives damit. Das ist wie das 5,0er Dose Bier. Murks. Das ist auch Murks. Das mag man nicht trinken, ne, wirklich. Eine Eve-Spritze, schön, die nehme ich. Ein Film, eine Gitarre. Mindestens. Oder? Eine musikalische Entgleisung. Also zu deiner Kritik an Anna Culpepers neuester musikalischer Entgleisung. Wieso widmest du überhaupt dieser Schreckschraube weiterhin Spalten in der Zeitung angesichts der großartigen Künstler, die wir in Rapture haben? Das ist mir unerklärlich. Wo sie nicht imitiert, ist sie langweilig. Wo sie nicht langweilig ist, ist sie plump. Und wo sie nicht plump ist sie giftig. Reizend. So kann man natürlich auch mit seiner Kollege umgehen. Seine Künstlerkollege. Nur ob man dann so lang noch auf dem Markt ist. Naja, bei ihm hat es ja offensichtlich geklappt.
Aber ach, nur weil er wohl hier der Psycho-Boss von der ganzen Bande hier ist. Nein! Dann wohl du rum. Okay. So, okay. Passt soweit alles noch irgendwie. Ah, sehr schön. Das war ja schon vorprogrammiert. Perfekt. Mehr brauche ich auch nie. Uiuiui. Gerade so. Trinker. Mhm. Von Alkohol. Beim Alkoholtrinken kleine I wiederhergestellt statt entzogen. Ja. Hackers Delight. Das ist auch gut. Hackers Delight 2. Perfekt. Medical Expert, Eve-Link 2. Eve-Link, ja, komm. Mal Eve-Link raus. Und Hackers Delight 2 Todefürerei. Okay. Nicht schlecht. Wie kannst du nur glauben, ich würde jetzt mein Publikum empfangen, während ich mich gerade vorbereite? Undenkbar! Okay, das ist dann wohl die Garderobe. Also, da kann ich noch nicht rein. Da geht's noch nicht weiter. Wie hieß das Ale? Tennessee 111 Horse. Ryan Club Beer Ale. Das klingt doch schon mal besser. Ein gutes Ryan Club. Das trinkt man noch gerne und nicht das 1, 2, 3er Bier. Kotz. Das klingt ja schon so noch schäbig. Okay. Ich komme hier nicht weiter. Tickets kann ich mal auch Candy Karte dafür. Kann ich die Scheibe einschlagen? Offensichtlich nicht, nee. Und? Nö. Das geht offensichtlich nicht. Ja, wie geht's dann weiter? Das ist ja die Frucht. Also da muss ich ja offensichtlich durch. Aber da komme ich ja nicht durch. Ah, 17 MG-Patrone. Das ist natürlich praktisch. Da kommen wir auch nicht durch. Aufzugschalter. Okay. Ihr habt Gesellschaft verdient, ihr eklige Freaks. So viel zu, ich wollte doch nur ein bisschen Gesellschaft. Ihr habt ihr nicht verdient, ihr widerwärtige Freaks. Manometer. Du hast doch jetzt auch eine tolle Gesellschaft, der Andrew Ryan, wenn das die einzigsten sind, die noch so auf ihn hören. Na, herzlichen Glückwunsch. Nein, nein, nein! Mr. Cole, bitte. Ruhe! Allegro, allegro! Ach du Scheiße. Ist er das? Ist er das, der Sander Cone? Ich versuch's ja. Bitte. Noch einmal, junger Fitzpatrick. Ah, okay. Da ist das wohl der junge Fitzpatrick. Ich will aber zu der Eve-Spritzer. Ah, sehr schön. Nein, nein! Cohen, du krankes Arschloch, lass mich hier raus. Ziel erreicht, geht zum Fleet Hall Kino. Kleine Motte. Leben. Tod. Die Bürde des Künstlers ist, es einzufangen. Genau. Sieh dir den jungen Fitzpatrick hier auf der Bühne an. Nimm deine Kamera, fotografiere ihn so, wie er jetzt ist. So will ich ihn in Erinnerung behalten. Okay. Fotografiere den toten Pianisten. Also nicht irgendwie, er möchte nicht irgendwie in Erinnerung behalten, dass er was gekonnt hat oder wie er gelächelt hat. Wartest du? Fitzpatrick kann die Pose doch nicht ewig halten. Okay.
Das kann er nicht. Na gut, dann kann er das wohl nicht. Die Pose ewig halten. Erstmal ausraube, was er hat. Und Kyle Fitzpatrick. Bitteschön. Kannst, weißt der Teufel, was du mitmachen. Jetzt hast du Fitzpatrick im Augenblick seines Ruhmes erwischt. Mir scheint, du hast das Auge eines Hobbyfotografen, kleine Motte. Jetzt lauf zur Vorhalle und tu sein Foto in mein Meisterwerk. Und damit hat unsere Zusammenarbeit begonnen. Okay, finde Coens Meisterwerk. Naja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das die Zeit seines Ruhmes war, weil dort vorhin nur 2 Leute was mitkriegt. Als er verstorben ist, insofern von Ruhm kann man doch nicht sprechen. Aber so mit so einem Geisteskranke mag ich doch mal nicht drüber diskutieren. Das wird schon so stimmen, wie der das sagt. Oh Mann. Wenn's der Herr Künstler sagt. Oh. Ja. Gerade noch rechtzeitig. Und die hacke ich auf jeden Fall heute noch. So. Machen wir das so und so. Moment. Ne, da. Dann brauchen wir den hier. Den brauchen wir auch hier. Das dürfte eigentlich dann, ja, funktionieren hier. Moment, das können wir sogar noch ein bisschen weiter drehen. Können wir sogar noch eins weiter. Haben wir nämlich so. Und zum Schluss Delto. Perfekt. Jetzt nur noch du. Mein lieber Freund. Und dann haben wir das. Ich habe ja schon mal gesagt, ich finde bei Baldur's Gate 2 den NSC immer so klasse, der immer so als Standardtext hat. Hallo, mein Freund. Das ist so dermaßen seelenlos. Aber wie der das ausspricht. Ah, da haben wir. So und so. Dann kann man nämlich in die Höhe basteln. Brauchen wir Dendo und dann brauchen wir noch einen Querer. Und wir sind durch. Perfekt, die arbeiten jetzt für uns. Tschetschenische Wodka, Kuchen mit Cremefüllung. Zigarette, na, das wird jetzt wieder nur abschwächen. Ich hack das Ding jetzt auch noch. Ja. Warum nicht? Warte mal, oh Gott. Das muss so rum. Das muss dann da. Das machen wir am besten so rum. Da brauchen wir Dichte für. Und Dichte. Eieieiei. Gerade noch geklappt. 2 Kontaktmine, 40 MG-Patrone und 2 Verbandskäste. Das ist praktisch. Okay. Dann würde ich ja was sagen. Ich mache jetzt hier auf jeden Fall meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen zu Let's Play Bioshock auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.